mir wäre noch etwas, was mich auch noch interessiert, die Game Agents. Das ist nämlich so ein Ding, das finde ich wirklich das finde ich super gut. Und Messi. mir nimmt es jetzt natürlich Wunder, ich kann natürlich nicht von mir reden, logisch. Was treffen ihr da für Typen von Eltern an, also jetzt in Bezug auf Ahnung? Also es gibt sicher solche, die haben ein bisschen mehr, und dann gibt es vielleicht solche, die bei Null anfangen. Oder wie sieht das da so in der Regel aus? Da kann ich nicht so viel erzählen, wie jetzt der Peter könnte. Der ist unser Head of Game Agents. Aber von der Rückmeldung, die ich bekomme, alles. Ich bin Top, ja schon, das ist also spannend. bevor wir Game Agents so hatten, bin ich selber an Events und Vorträge gehalten. Ich halte auch jetzt ab und zu einen Vortrag. Zuletzt, glaube ich, vor 2 Jahren an der Switzerland. In meiner Rolle als Game Rights Präsident. Alles. Also du triffst die Leute an, die keine Ahnung haben, überhaupt keine, die sich dafür offen interessieren. Du triffst die an, die keine Ahnung haben und ein bisschen abgelöscht sind. Also finden mit dem Motto, also Ja, das ist für mich so ein Verstandsgefühl, bisschen, das ist für mich nichts, dem vertraue ich nicht. Ja. Es gibt Leute, die gamen selber. Also auch 45, 50er, die sagen, wir gamen selber. Es gibt nicht viele von denen, aber es gibt sie. Mit der Zeit wahrscheinlich immer Es gibt mehr alles. jetzt. Ja, wahrscheinlich, aber Ja. es gibt wirklich alles. Also Okay. nach dem Switzerland-Vortrag ist eben genau gerade das ältere Paar zu mir gekommen, die gesagt haben, sie hätten das super gefunden und ihre Kinder sagen 11 bis 14, ich glaube so. Und kommen dann langsam ins Alter, wo sie wollen Spiele spielen, wo halt vielleicht zum Teil ein bisschen nicht so geeignet sind. Und wie sollen sie das machen und so. Und dann habe ich ein bisschen mit ihnen geredet und gesagt, ich kann auch nicht eine super schnelle was soll ich sagen, eine 3-Schritt-Lösung, die für jeden verhebt. Oder jedes Kind ist anders und jeder Erziehungsstil ist anders. Im Endeffekt ist es einfach wichtig, dass die Eltern wissen, was ihre Kinder spielen. Also sie müssen nicht unbedingt daneben sitzen und sagen, so spielen mal, weil Kinder hat das einfach schon mal nicht gerne und fühlen sich dann unter Druck von mir auch, was spielst du jetzt wieder? Genau. Ja. Eben, Ja, genau. aber es gibt YouTube, es gibt von jedem Game gibt's irgendwo Gameplay-Videos. Ja. Also du hast wirklich komplett Kuchen, also von allen möglichen Eltern, die da... Ja, das ist doch... Ja. Das macht es spannend. Das macht es habe ich das spannend. Gefühl. Habt ihr schon mal so Encounters gehabt, oder ich müsste sagen, sorry, aber so nicht? Also weißt du, jetzt gerade in dem... Oder ist das noch nie das Thema gewesen, dass jemand gesagt hat, was ist denn da los? Weißt Wie meinst du jetzt genau? Gibt es angriffige Leute, die vielleicht Game Rights... Seid ihr schon angegriffen worden in der Entstehungsphase oder vielleicht auch jetzt noch ab und zu politisch? Wir sind oder? massiv angegriffen worden in der Entstehungsphase. Also der Punkt ist, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen nicht irgendwelchen Dachorganisationen angehören. Wir haben damals jemanden im Vorstand gehabt, der sich sehr für das eingesetzt hat, weil er gefunden hat, dass wir müssen alle irgendwie eine Dachorganisation zusammenarbeiten und so. Und ich bin der gewesen, aber auch nicht der Einzige, der gefunden hat, das machen wir nicht. Unabhängigkeit ist etwas am Wichtigsten. Wir haben uns von Anfang an immer ausschließlich von Spenden und von Mitgliederbeiträgen finanziert. Es hat finanzielle Offerten, also es ist schon das Geld offeriert worden von verschiedenen Stellen, die sich dafür interessiert haben, die Konsumenten in dieser ganzen Sache ein bisschen zu stärken. Ja. Zum Teil nicht wenig. Es wäre vielleicht sogar eine Professionalisierung von vielleicht jemandem oder 2 Leuten gelegen. Wir haben das aber immer konsequent abgelehnt, weil wir gefunden haben, genau so machst du wahnsinnig viel Angriffsfläche. Es ist Lobbyismus schlussendlich, nicht, oder? Ja, im Endeffekt es läuft ist das. Du machst sehr viel Angriffsfläche für deine Gegner. Und eben dort ist die politische Diskussion in der Schweiz hitzig gewesen. Also hast du jeden Tag irgendwelches gelesen. Ein Politiker aus Bern hat sich sehr stark gegen Games gesetzt. Es war sehr ein guter Redner gewesen, sehr ein eloquenter Redner, aber hat halt kann ich mitbekommen, genau. Wie? Das habe ich mitbekommen, aus Interesse natürlich auch, genau. Ja, genau, und er ist aber halt, er hat mit einfachen Tricks hat er die Leute gefangen und hat halt einfach, ich muss ehrlich sagen, also meine Art hat einfach Angst gemacht. Ja. Und er ist dann auch von dem Thema völlig, er hat dann auch eine Organisation gegründet, die ist dann in die, also sie haben uns angegriffen, sie haben dann auch eine Organisation gegründet und es ist herausgekommen, dass ein paar Gründungsmitglieder einer, ich sage jetzt mal so, pseudowissenschaftlichen Sekte in Deutschland schon angehört haben, die verboten worden ist.
Das ist auch in den Medien ein riesiges Thema Das gewesen. ist auch übergezogen, ja, aber ja. Und hat das Ganze, hat dann ihre Organisation natürlich, ja, sie haben dann gesagt, die schließen wir jetzt aus, die Leute, aber der Damage has been done. Damage has been done, genau. Und irgendwann hat die Person sich dann, also so ein bisschen der Rädelsführer, hat sich für den Nationalrat beworben. Er hat ja schon einen respektablen politischen Leistungsausweis gehabt, schon zu diesem Zeitpunkt. Und hat sich für den Nationalrat angemeldet und ist nicht gewählt worden. Und nachher war nichts mehr von ihm gehört. Also auch die ganze Game-Diskussion ist überhaupt nicht mehr von dieser Seite gekommen. Ja, es hat mir gedacht, das Motiv hinterfragen ein bisschen, aber der Punkt ist, dass wir angegriffen worden sind und an dieser Diskussion bei 20 Minuten, die ist jetzt nach 20 Minuten irgendwo als Video aufzufinden. Das war meine erste grosse Diskussion gewesen, von mehr als 15 oder 50 Leuten oder so. Und ich bin wahnsinnig nervös gewesen. Aber ich bin dort gewesen und er hat dann relativ schnell gefunden, so, ja, aber die sind doch gekauft, weißt du, ihr habt da Banner von anderen Game-Seiten oder von Game-Händlern und so, habt ihr auf eurer Webseite. Und wir haben genau gewusst, dass das kommt und haben gesagt, das sind Bannerpartnerschaften, das ist Unterstützungszuspruch, das ist nicht mehr und wir können sehr gerne jegliche Kontoauszüge sofort ausdrucken und publik machen. Ihr werdet sehen, es ist überhaupt es ist nicht ein Franken gekommen von jemandem, der nicht Game Rights Mitglied ist und auch keine Gruppe, keine Organisation und auch keine plötzliche Grossspenden von Organisationen. Es sind alles Mikro- bis Kleinspenden von einzelnen Personen. Und dann ist das auch ein bisschen abgeflaut und das ist uns immer wichtig gewesen. Mit Gamehändlern zusammengeschafft haben wir schon, weißt, wir haben ein Unterstützungssystem gehabt, dass Vereinsmitglieder können jeden Monat, das machen wir jetzt nicht mehr so, eben weil das Ganze ein bisschen abgeflacht ist, der Community-Teil von uns, dass Vereinsmitglieder können ein Game jeden Monat günstiger bekommen von dem Händler, wenn sie Vereinsmitglied sind, was für uns ein wahnsinnig cooler Deal war, natürlich, dass die Art von Unterstützung bekommen. Ja, aber mehr haben wir nie irgendwie, und klar sind wir angegriffen worden. Es ist uns gesagt worden, wir sind Marionetten vom militärisch-industriellen Komplex. Das ist so ein schöner Begriff. Aber der ist weit hergeholt. Also, es hat mich mal ich bin in der Zeit, wo ich auf 20 Minuten war, bin ich insgesamt 4, 5 oder 6 Mal auf der Straße erkannt worden irgendwo. Militärisch-industrieller Komplex. Die meisten sind Gamer gewesen und haben gesagt, hey, du bist doch der von Game Rights, cool und so. Und einer hat es gar nicht, der Herr, der mich beschimpft hat auf offener Straße, gesagt hat, ihr sind Mordbefürworter, ihr sind eigentlich alles irgendwie Satanisten oder so etwas. Ja, also einmal hat es einen gegeben, dann bin ich weitergelaufen und habe gefunden. Gut, das passiert wahrscheinlich jedem mit einer Punkfrisur mehrere Mal in der Woche. Ja, habe ich nicht gehabt. Aber ja, klar. Ja, aber ich weiss, was du meinst. Es ist einfach völlig ich habe dann gefunden, okay. Und einer der ersten Events, wo ich gegangen bin, einen Vortrag gehalten habe, hat dann auch ein älterer Herr im Publikum gesagt, was Sie sagen, stimmt nicht. Straight up. Und hat dann, habe ich gedacht, okay, was stimmt dann an meinen Aussagen nicht? Und er hat dann irgendwelche, ja, für Schlusssachen Studien, die er noch mit, ich sage jetzt mal, mitteilt bekommen hat, angeführt, wo ich auch sagen konnte, das sind Befunde, die mittlerweile von der von soziopsychologischen Experten widerlegt worden sind oder als nutzlos taxiert worden sind. Viele von diesen Studien, die sie in den letzten 15 Jahren zu dem Thema gegeben haben, sind eben insofern heikel, als dass sie von bestimmten Organisationen gefundet worden sind oder in Auftrag gegeben, und die haben natürlich dann auch ein gewisses Ergebnis sehen. Viele konservative Organisationen in den USA haben solche Studien in Auftrag gegeben, in der Hoffnung, dass dabei rauskommt, ja, da gibt es doch schon gewisse erkennbare Aggressionssteigerung. Und der Punkt ist jedes Mal, wenn mir jetzt jemand sagt, ja, aber Menschen, also man weiss, dass Menschen aggressiver sind nach dem Gamen, nach First-Person-Shooter, sage ich, ja, schon 10 Minuten lang. Ja, 10 Minuten lang. Und dann ist Controller kaputt und dann ist gut, oder? Nein, nicht einmal. 5 bis 10 Minuten, der Puls ist erhöht, du gibst bei Befragungen tendenziell aggressive Antworten, oder du gibst bei diesen Rollenspieltests gerade nach dem Spielen, kannst du jemandem Elektroschock verpassen, gibst tendenziell aggressiver.
Aber die Zeit reicht nicht, um außerhalb von einer Laborsituation aggressiv genug werden, um die Leute weh machen. Und das ist das eine, und das andere ist der Abstumpfungseffekt. Dass du gegenüber Gewalt abgestumpft wirst. Das sind ja unter jahrelangen Gamer sind MRIs durchgeführt worden, Hirnstudien, Hirnschwingungsstudien. Und dann haben sie als Kontrollgruppe den Nicht-Gamer und den Gamer in verschiedene Altersgruppen gemacht, haben Games gezeigt, Game-Gewaltszenen gezeigt, sie selber spielen lassen und ihnen auch Videos von echter Gewalt gezeigt. Und haben dann die Hirnströme gemessen währenddessen können. Das war in den 2000er Jahren, späte 2000er Jahre, Anfang 2010er schon. Und haben dann herausgefunden, dass die Gamer natürlich auf Videogame-Gewalt, vor allem selber gespielte, nicht so stark reagieren wie der Nicht-Gamer, weil da ein gewisser Abstumpfungseffekt, ein Gewöhnungseffekt ist aber sie denken kompetitiver in dem Moment, weil du denkst nicht an, oh, ich habe ihm in den Kopf geschossen, sondern ich schaue mal, dass mein Team gewinnt. Haben aber bei der bei der richtigen Gewalt emotionaler, negativer reagiert als Nicht-Gamer. Also im Durchschnitt logischerweise. Also die ganze Aussage, wie das stumpft jemand völlig ab, ist auch Blödsinn im Endeffekt. Da gibt es die Katharsis-These und wo auch immer wieder gesagt wurde, die gibt es nicht, aber die gibt es einfach. Also im Endeffekt kann man sagen, man weiss, dass Games haben auch Lerneffekte, positive Lerneffekte, motorische Kontrollfähigkeit, Denkfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, kompetitives Verhalten und so weiter und so fort. Gewaltdarstellung ist nie einfach nur gut. Das ist klar, das ist überhaupt keine Frage, egal in welcher Form. Aber Gewalt ist schon immer ein Narrativ gewesen in Geschichten, seit es den Mensch gibt. Bei Games ist es jetzt nicht plötzlich schlimmer als bei Struwwel Peter, wo der Kind den Finger abgeschnitten hat. Ja, oder das Malwerk runtergefallen am Schluss. Das ist... Ja, also das ist die originalen Märchen sind ja brutal. Absolut brutal. Und das hat man uns allen vorgelesen und Vorsicht. Also, der Effekt ist vielleicht... Abgeschwächte Variante vorgelesen. Ja, der Effekt ist natürlich, muss man vielleicht auch verstehen, früher waren durch die Geschichtsbücher Erziehungsmethoden gewesen. Also, es war zur Erziehung da gewesen, oder? Ja. Abschreckung, genau. Das heißt es Abschreckung. Der Punkt von dem, was ich sagen wollte, ist, im Endeffekt, wenn jemand wirklich so eine Tat begangen hat und dann fängt man an, seine Hintergründe abzuklären, und du findest, dass er extrem viel gegamet hat, extrem viel blutrünstige Spiele gegamet hat, ja, es ist sicher nicht gescheit, dass er das gemacht hat. Es hat sicher nicht verbessert. Es hat sicher nicht einfach. Es hat sicher auch nicht keine Auswirkung gehabt. Aber das andere, wenn du in den letzten Gewalttaten, wenn du die anschauen, findest du bei jedem Einzelnen, dass er ein sozial ausgeschlossener, einsamer Mensch war. Dass er schon lange problematische Anzeichen gezeigt hat. Dass er von seinen Peers in der Schule oder an der Uni schlecht behandelt worden ist, dass er nicht verstanden worden ist, dass er wenig Role Models hatte, die gesagt haben, los zu, jetzt bringen wir dich auf den rechten Weg, den gibt es ja auch nicht so einfach so. Aber es ist eine seelische, nicht mal unbedingt willentlich zum Teil, aber es war eine seelische Zermürbung gewesen. Ja. Und das ist einfach Nährboden für alles. Ob es irgendwelche Gewaltvideos auf YouTube sind, wo du dann schaust, um dir einen gewissen Rush, also gut, YouTube sperrt die wahrscheinlich, aber andere Webseiten, um dir einen gewissen Rush zu geben, ob es Games sind, dann irgendwann oder du einfach den Hass auf deine Mitschüler, Mitstudenten, andere Menschen aus irgendeinem Grund schaukelt sie vorauf und dann machst du vielleicht irgendwann so etwas. Ja. Du findest dort immer Games, weil Games sind vielleicht in diesem ganzen Fass von Hass ein Tropfen, vielleicht. Aber sie sind eigentlich nie der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt. Und vor allem sind sie nicht ein Tropfen, wo man sieht, oh, jetzt fühlt sich das Ding langsam auf. Es ist einfach auch noch dort. Irgendwann ist man zum Punkt, dass man sagt, also Games mit Gewalt
machen nicht aggressive Menschen, sondern aggressive Menschen tendieren zu Games mit Gewalt.